Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Swissinfo hier auf Ask Switzerland. Ja, wir haben die Sonne so ziemlich genau im Gesicht, das heisst, das könnte die erste Swissinfo mit geschlossenen Augen werden. Aber wir schauen mal, wie weit wir kommen. Der Adi... Ich habe meine Hänger. Was ist los, Mann? Was, Mann? Das ist der erste! Okay, stopp! Das hier ist Adina vom Kanal Best_Horses, auch abgekürzt einfach Best Horses. Das ist unten verlinkt, schaut dort unbedingt mal vorbei. Wir haben auch auf ihrem Kanal ein Video zu zweit gemacht und wer das sehen will, ist natürlich herzlich eingeladen, in der Videobeschreibung auf die Links zu drücken. Mir ist letztens aufgefallen, dass mein tagtäglicher Begleiter, mein Samsung Galaxy S5, eigentlich auch zu einem tagtäglichen Find geworden ist. Zum einen natürlich der Find von meinem Schlafrhythmus und zum anderen aber auch einfach der Find, der enorm stresst. Der Find, der stresst, weil mir jetzt eben gerade aufgefallen ist, dass je mehr ich an diesem Ding bin, umso mehr baut sich bei mir irgendwie so die Haltung auf. Ich muss immer verfügbar und immer erreichbar sein und wenn ich das Ding einmal 4-5 Stunden auf die Seite lege, dann stapelt sich eine Flut von neuen Nachrichten und Mails und so weiter und so fort, wo man dann natürlich sofort wieder beantworten muss. Das stresst natürlich immens, vor allem wenn man nicht wirklich so ein Hobby hat, das man jetzt jeden Tag macht und unbedingt abschalten möchte damit. Ich spiele jetzt zum Beispiel sehr gerne Badminton, aber gehe auch nicht mehr wie einmal pro Woche spielen. Die Adina macht das viel besser. Sie geht recht oft reiten und kann dort auch abschalten. Adina, wie machst du das? Wenn du am Reiten bist, hast du das Handy dabei oder übernimmt das ein Ross für dich oder wie sieht das aus? Aus Sicherheitsgründen habe ich mein Handy eigentlich immer dabei, aber es ist eigentlich so weit immer in der Tasche versorgt. Und ich komme eigentlich nicht einfach so dran, um Nachrichten abzuchecken. Aber es ist tatsächlich auch wichtig, dass man sich vor allem im Strassenverkehr eine gewisse Distanz zwischen dem Handy und sich selber gönnt. Und mehr dazu erzählt euch jetzt Adina. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass wenn ihr ertappt werdet, während ihr aufs Handy schaut und über die Straße lauft, dass euch das 40 Franken kostet? Ich habe das Gefühl, dass Polizisten das nicht mal wissen, weil ich habe schon so oft Leute gesehen, die mit dem Handy über die Straße gelaufen sind, während zum Beispiel ein Streifenwagen nebendurch gefahren ist. Aber auch in der Arbeitswelt hat das Smartphone den Zugang gefunden. So gibt es jedes Jahr mehr und mehr Burnout-Fälle, weil man halt immer verfügbar sein muss. Uns würde es jetzt sehr wundern, wie ihr mit eurem Handykonsum umgeht. Findet ihr, ich habe eigentlich kein Problem damit, ich gehe genug oft, aber nicht zu viel ans Handy. Findet ihr, mich stresst es enorm, ich würde gerne abschalten, aber ich kann halt irgendwie nicht. Wäret ihr zum Beispiel bereit, euch auf einen Chef oder einen Job einzulassen, wo ihr wirklich 24/7 nonstop verfügbar sein müsst? Oder findet ihr, nein, wenn ich am 4:30 Uhr oben für oben habe, dann will ich bis am 8 Uhr am nächsten Morgen nichts mehr mit dem Beruf zu tun haben? Was ist eure allgemeine Haltung zum Smartphone? Habt ihr schon Geschichten erlebt? Ab in die Kommentare. Ich nehme mal an, die meisten von euch dürften den Match am letzten Dienstag verfolgt haben. Wenn nein, die Schweiz hat 2:0 gegen Portugal gewonnen. Und ich muss sagen, der Match allgemein, die erste Halbzeit hat mir mega gut gefallen. Die zweite Halbzeit habe ich nicht mehr mit anschauen. Aber einfach allgemein, was mir aufgefallen ist, ich habe noch nie einen Schiedsrichter erlebt, der so viel Unruhe aufs Feld gebracht hat. Ohne Witz. Ist jemand von euch im Stadion gewesen? Hat das jemand vielleicht auch am Fernsehen verfolgt? Ich habe noch nie so einen Schiedsrichter erlebt. Habt ihr das auch so wahrgenommen oder bin ich da der Einzige? Schreibt mir das mal bitte auch in die Kommentare. Und jetzt ein kleines Thema zum Abschluss. Wir haben uns gefragt, ob man noch soll... Ich kriege Aggression im Fall. Holy shit. Wir haben uns gefragt, sollte man heutzutage im ÖV noch für ältere Leute Platz machen? Ich persönlich bin jetzt zum Beispiel jemand, der an sich gerne aufsteht, wenn ich sehe, es hat keinen einzigen anderen Platz frei und da ist eine arme, alte, betagte Dame, die sicher darauf angewiesen ist, mal ab und zu absitzen zu können. Ich mache das an sich genau gleich, aber für mich kommt es ein bisschen darauf an, wie sich die Senioren hier dabei verhalten. Es gibt zum Beispiel noch die Art von alten Leuten, die genau diesen Platz wollen, obwohl der ganze Rest des Bus eigentlich freie Platz hat. Insofern tue ich mir immer ein bisschen schwer, für die Leute aufzustehen, auch wenn es natürlich eigentlich Pflicht ist. Aber bei uns in Basel haben wir auch noch eine andere Art von alten Leuten, nämlich die einfach, wenn die Türen vom Tram oder vom Bus aufgehen,
reinpreschen und die Leute nicht raussteigen lassen. Früher, als ich noch ein kleiner Knirps war, habe ich natürlich brav Platz gemacht und habe versucht, irgendwie anders rauszukommen. Heutzutage bin ich ein bisschen stämmiger geworden, zwar nicht richtig gross, aber immerhin stämmig. Und dann bleibe ich eigentlich einfach stehen und warte, bis die Leute wieder zurückgehen. Was ist eure Perspektive auf das und was habt ihr schon alles erlebt? Das würden wir gerne wissen, hier unten in den Kommentaren. Das war es mit der ersten Swissinfo mit komplett geschlossenen Augen. Wie habt ihr das gefunden? Schaut unbedingt auch bei der Adina vorbei, Link unten in der Beschreibung. Und jetzt kommt noch der Witz zum Schluss. Lionel, findest du eigentlich, Frauen sind sehr empfindlich? In der Regel schon. Gott, ist das billig!